Herzlich willkommen dabei Retro Cash und wie ihr noch gesehen mit Twiki Towers halt wieder ein Spiel für Gelegenheitsspielerinnen, Gelegenheitsspieler, aber eigentlich eins, was ich sehr gut finde. Ja, online den wir mal nicht probieren, wahrscheinlich jetzt eh nicht allzu viele Leute rum. Einen zweiten Spieler habe ich im Moment leider nicht zur Verfügung. Darum gehen wir in Einzelspielermodus und ihr werdet bald sehen, um was es da geht. Ihr könnt es an diesen Klötzchen erahnen. Und zwar gehen wir da mal Prüfungen machen. Da gibt es 3 verschiedene Arten von Prüfungen. Schauen wir einfach mal rein. Es ist eine Art als Tetris, aber halt einfach ein bisschen mehr mit drauf bedacht, dass wir Türme bauen. Etwa so, wie wir dort neben dran sehen. Und dann gibt es zwischen ihnen noch ein paar spezielle Elemente oder andere Elemente. 3. Aber ja, lasst euch überraschen. Wir spielen jetzt da mal die eine oder andere Runde für das Let's Show quasi bei Gelegenheitsspielerinnen und Gelegenheitsspieler. Da haben wir schon ein Problem. Das Symptom ist zusammengekracht. Tja, hätte ein bisschen mehr auf die Physik müssen schauen. Ah, und ich baue da gerade schon mal einen riesigen Scheissdruck zusammen am Anfang. Also da seht ihr, so läuft das Spiel. Tja, nicht geschafft. Da ist ganz ein schwacher Start, aber da lasse ich jetzt nicht auf mir hocken. Also machen wir da besser. Mehr Breite bauen, dass es ein bisschen stabiler wird, hoffentlich. Oder auch nicht. Keine Ahnung, das sieht mir nicht gut aus, was ich da mache. Ja, das lange. Also da im ersten Versuch wirklich schöner gewesen, aber tja. Also wenn ihr seht, Twiki Towers ist ein Tetris-Klon, also ein Klon eigentlich nicht, nein, ist Tetris mit Klötzchen-Spiel, aber ganz ein neues Spielprinzip und macht durchaus Spaß, muss ich sagen. Finde ich auch. Da habt ihr jetzt die Klötzchen, die die andere Hex bei sich hat, die müsst ihr alle verbauen. Und ihr seht, unsere Hex hat 3 Herzchen, also sprich, ihr habt 3 Mal dafür aufeinander fallen. Und jedes Mal, wenn etwas runterfällt, verlieren wir ein Herzchen. Wenn wir alle Herzchen aufgebraucht haben, dann haben wir quasi verloren. Jetzt haben wir noch 4 Teile, jetzt noch 3. Ja, hat gar noch gelangt, ohne dass es abgestürzt ist. Besser als nichts, immerhin. Da sind die ersten beiden Modis, die es gibt hier im Prüfungsding und das letzte ist noch der, und der ist ziemlich tricky. Da müssen wir alle Klötzchen so verbauen, dass sie unterhalb vom Laser bleiben. Mit denen habe ich ja meistens ein bisschen zu kämpfen, ich glaube die ersten paar die können noch. Aber die späteren, die dann kommen, die sind dann noch ziemlich tricky. Ja, ich glaube da vom ersten haben wir noch. Jetzt eigentlich schon das reicht. Ah nein.
nein, so geht's gar noch. Ah, wird noch geschafft. Und da kommt dann nochmal so ein, ja komm, dann machen wir den halt auch noch. Was ich noch nicht so denkt, aber wenn es funktioniert, dann hat es funktioniert. Gut. Wenn wir da eine Minute lang bauen, ja komm, dann machen wir auch noch, dann probieren wir auch noch. Sonst gibt es wieder eine ultra kurze Folge und ja, die letzten paar Folgen sind eher schon ein bisschen kürzer gewesen, obwohl für meine Verhältnisse sind alles über 10 Minuten eher längere Folgen eigentlich. Das ist jetzt nicht so gut gewesen. Nein, das ist gar nicht gut gewesen. Bitte. Ah, geht knapp nicht gelangt bei dem Versuch. Also gut, wir müssen ein bisschen schneller bauen hier. Also gesehen schon bei denen da bin ich nicht gut, wenn es um Zeit geht. Das ist jetzt auch nicht so gut gewesen. Zumindest schieben sie mal noch. Nein! Oh, leck mir am Arsch, bin ich scheiße mit dem Spiel. Ja, alle guten Dinge sind drei. Ja, mein Lieblingsspruch. Den habe ich schon länger nicht mehr gebracht. Ja, danke. Wieso machst du es denn nicht von Anfang an so, hä? Gut, machen wir noch 6. Und da wieder nochmal alle Klötzchen verbauen, dann haben wir jeden Spielmodi sicher 2-mal gespielt.
Darf ich da noch nicht über die Linie auskommen? Ich weiss es jetzt grad gar nicht. Einmal darf ich. Na gut, dann würde ich sagen, da die ersten 6 hätten wir da mal gemacht, hätten wir uns mal angeschaut. Nein, deine Wille! Ah, falscher Knopf gedrückt. Dann würden wir uns den Endlos-Modus einfach mal noch anschauen. Natürlich könnt ihr das Ganze Koop spielen und da Endlos-Modus. Ah, da gibt es einfach Online-Rangliste, quasi wer da am besten war oder nicht, oder wer am meisten Punkte geschafft hat. Aber da spielen wir jetzt einfach auch einmal noch kurz. Ich muss auch noch sehen, da könnt ihr auch die ganzen 3 Modis, die wir schon bei den Prüfungen, bei den Herausforderungen rein haben, gibt es den Fall da nochmal. Schlecht. Selbst verloren. Ah, jetzt haben wir noch ein Herzli, nicht so gut. Aber ich ehrlich gesagt schon denkt, dass ich da nicht so gut bin. Ah, dann wird es halt schneller, so schön. Zum Glück bin ich so gut, wenn es schnell wird. Das war ironisch gemeint gewesen. Na, und jetzt ist viel. Pünktli. Ja. Nicht so gut, wahrscheinlich so viele, die ein paar 100 Punkte schaffen, aber ja, dann würde ich meinen. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen. Bei dieser Folge war halt wieder eine kürzere Folge gewesen, aber ja, ich hoffe, ich fange irgendwann wieder mal etwas Längeres an und entweder könnt ihr euch freuen auf Kirby's Vergessene Land oder sonst mache ich halt das Mario Odyssey gleich einmal noch wieder mal durchspielen, weil ich habe schon mal durchgespielt, aber nicht auf dem Kanal, nicht als Let's Play und ja, es sind mittlerweile gleich schon wieder ein paar Jahre vorbei seit dem Spiel, also könnt ihr euch sonst auch eins aussuchen und in die Kommentare schreiben, welches das so lieber hättet, gern hättet, Kirby oder Mario. Lasst euch überraschen. Somit vielen Dank und man hört sich.